Servus beieinander. Folge 3 von Ravenous Devils. Geht das sofort wieder weiter. Wir haben ja da letztes Mal unser Meat Pie noch gebacken. Und ja, da füllen wir jetzt das eine Ding noch auf. Und dann werden wir im wahrsten Sinne des Wortes Menschen verwursten. Jetzt dann wir aber eben schnell nur ein wenig eine Aufgabe geben da oben. So, wunderbar. Jetzt schauen wir mal das neue Rezept an. Wir haben kein neues Rezept. Bist du besoffen? Ah, da. Oh, Mettbrötchen, Alter. Wir machen mal sowas von Mettbrötchen, Mann. Oh. Wir machen Menschen Mett. Auf geht's. M&M's des alten Londons. Menschen Mett. Sagen wir mal ehrlich, so Semmel mit Mett und Fettzwiebel drauf. Ist schon geil. Bevorzugt zwar nicht dieses Rezept von Mett, aber Mett. Hm? Das ist schon immer. Ja. Aber wie gesagt, kein Menschen Mett. Wer weiß, wo die überall schon waren. Für die Würstel da ausspringen. Das ist so geil. Okay. Da haben wir mal eine Wursteln. So. Ah, mein Problem ist, ich habe halt schon gezockt und mir ist der Arm schon halb lahm. Aber, ja, die und noch eine Folge ist halt schon okay. Ein bisschen da wir schon. Ein bisschen vorproduzieren. Weil wir alles sauber bin. Na gut. Folge eine halbe Stunde immer extra anfangen. War ja fast der Schmarrn, ne? Muss man auch sagen. Das tut mir also wurscht. Naja, gut. So. Dann wir das Geschäft einmal öffnen. Und als nächstes holen wir uns da eine zweite Auslage. Okay, wenn wir zwei verschiedene Scheiß. Zwei verschiedenen Scheiß, genau. Zwei verschiedenen Scheiß anbieten. Scheiß und Shit werden wir anbieten. So schaut's aus. So. Kommt in meinen Laden. Dann fressen euch die Maden. Lalalala. Die sind euer geringstes Problem. Ihr werdet schon sehen. Ja. Okay. Jetzt kommen schon zwei Leute gleichzeitig in den Laden. Natürlich doof. Das heißt, wir brauchen wirklich jetzt dann eine zweite Puppen. Weil sonst wird's eng. Aber es hilft uns alles nichts, wir brauchen hier eine zweite Auslage. As fast as I can. Du Wuschti. Now I just wait.
Bin gleich für sie da, bin gleich für sie da. Ja, Moment. This is a masterpiece. Sie werden auf ihren Abstecher kommen, so. Passt. Schnell so eine wursteln, so. Wunderbar. Zack. Wunderbar. Und eu damit. Und. Ja. Da. As fast as I Hoppala. can. Da. Du erst die Würstel. Die Gänge, der weg. So. Gut. Moving there. Na, scheiße. Los einfach. Gut, Good. So, die letzten Kunden kommen auf einen Abstecher herein. As fast as I can. Or a meatball. Alter. Destiny. Hilf mir bitte! Hast du meine Eltern gesehen? Meine Mutter, meine Mutter! Ich kann meine Mutter nicht finden. Was ist denn los, Kleiner? Meine Mama ist gestern weggegangen, weil sie ihren Mantel flicken musste, aber sie ist nicht zurückgekommen. Oh Gott. Mein Mann hat sie bestimmt nicht gesehen. Vielleicht ist ihr etwas zugestoßen, bevor sie hierher kam. Es sind seltsame Zeiten, mein Kleiner. Es ist gefährlich, allein in der Stadt herumzulaufen. Jetzt verschwinde hier. Ich muss bald den Laden aufmachen. Aber Männer, bitte! Ich bin wirklich hungrig. Habt ihr nichts für mich zu essen? Na gut, ich glaube, ich habe noch ein paar Reste. Oh Gott. Na, warum? Na. Schau mal, ich habe deine Mama gefunden. Oh Gott. Vielen Dank, gnädige Frau. Du bist ein Engel. Auf Wiedersehen. Scheiße. Das sichert mir bestimmt einen Platz im Himmel. Ja, klar. Hilflosen Kind seiner Mama zum Essen geben. Das sind Dinge, die schicken. Da sicherst du aber bloß, ja. Aber leider, ja. Das heißt leider, ne, aber you know what I mean. So, gibt wieder einen neuen Brief. Meine lieben Kollegen, wie ich bereits in einem früheren Brief erwähnt habe, beobachte ich Ihre Schritte schon seit langem. Und um ehrlich zu sein, haben Sie mich schon fasziniert, bevor ich am Heil
Hyther Blue Lake angekommen bin. Wenn es um Essen geht, gibt es keinen Ort, der mir unbekannt ist. Daher wusste ich, dass sie einen kleinen Laden im Merseyside hatten, in dem sie eine Menge Geld verdienten. Leider ging irgendwann etwas schief. Die örtliche Konkurrenz beschuldigte sie, Rattenfleisch zu verkaufen und schadete damit den Ruf ihres Geschäfts. Ich weiß noch, wie ich die Nachricht in den Lokalzeitungen gelesen habe. Alle Zeitungen haben darüber berichtet und sie wussten, dass es nicht lange dauern würde, bis die Behörden eine Untersuchung einleiten würden. Doch dann gab es plötzlich ein Feuer. Ich frage mich, wer von ihnen auf diese geniale Idee gekommen ist. Der kleine Laden wurde in Brand gesteckt und es blieben nur noch 2 völlig unkenntliche Leichen übrig, die die Kleidung der Besitzer trugen. Die Behörden dachten, sie wären tot, aber ich nehme an, dass ihr zu diesem Zeitpunkt, als das alles passierte, bereits in einen Zug gestiegen seid. Genial! Ich muss gestehen, dass ich auch fast darauf reingefallen wäre. Später eröffnete ein geheimnisvolles Paar, das sich rühmte, die besten Fleischpasteten der Stadt anzubieten, einen neuen Laden in Southfork. Außerdem sagten viele meiner Freunde, dass man dort sogar die angenehme Gesellschaft der Wirtin einer schönen Frau genießen könnte. Es hätte alles ein einziger großer Zufall sein können. 2 verschiedene Paare an 2 verschiedenen Orten und es wäre nichts Ungewöhnliches dabei gewesen, aber irgendwas passte nicht. Mein Verdacht bestätigte sich, als der Laden in Southfork geschlossen wurde. Sie wurden beim eiligen Verlassen des Ladens mit sehr wenig Gepäck gesehen. Ist eigentlich jemand hinter ihr Geheimnis gekommen, was sie wirklich in der Küche zubereitet haben? Und hier sind wir nun am Hyther Blue Lake. Diese Geschichte. Ein ausländisches Paar, das köstliches Essen kocht. Ich habe recherchiert und ein für alle Mal Klarheit zu schaffen. Und als ich sie beobachtete, war ich nicht überrascht, dass nicht alle Kunden ihren Laden betraten, ihn auch wieder verließen. Ich mache ihnen keinen Vorwurf wegen ihrer Praktiken. Schließlich ist es heutzutage schwer, hochwertiges Fleisch zu finden. Jay. Ja, also ich finde es cool, wie sie die Story aufdecken durch einen anderen Typen. Smells so good. Nicer Scheiß. Ja, das Mettbrötchen, das dampft. Das ist schon ein Mettbrötchen. Was ist denn das überhaupt? Mettsemmel, oder? Schaut aus wie ein Mettsemmel. Stimmt. Aber so feine Bratwürste sind natürlich auch nice. Egal. Wir bieten frisches, feinstes Mett. Kann Spuren von Syphilis und anderen komischen Krankheiten, die es damals in London sehr verbreitet gegeben hat, enthalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Der Pestdoktor tut's auch. What will be your destiny? Verwursteln, verwursteln. Und er da oben ist zum Donau. Gut, Upgrades. Sticks 50. Werkbank. Ich kann mehr kochen. Yay! Backofen. Ja. Fleischwolf. Wurstfüller. Nähmaschinengeschwindigkeit. Ja, Schaufensterpuppen braucht man eigentlich, gell? Haben wir gesagt. Ah, die möchte ich noch nicht machen. Ah, ja. Stimmt, der Schaufensterpuppen haben wir gesagt. Ja, gut. Dann tun wir das. Dann hätte ich doch noch ein bisschen was zum tun. I like this color. Oh Gott. Schlaft der Arsch ein. So. Zack, zack. So. Oh. Ja, super, jetzt ist der Geschirrspüler fertig. Naja. Mal jetzt noch wegen warten.
In der ersten Folge haben wir darüber geredet, dass ich gerade mit dem Geschirrspüler im Hintergrund arbeite. Er war jetzt fertig. Gut. Right. Sicherlich höchst interessant für die Zuhörer. It's really warm. So. Jetzt geh, lass die Anstecher. Jawohl. Tschakka. Und eine. Plopp. So. Masterpiece. Masterpiece. So. Tschack. Läuft doch bisher ganz cremig. As fast as I can. Now I just wait. Moving there. Ja. Tu halt einfach. There's blood everywhere. So. Ja, ein wenig Geld haben wir aber für Upgrades. Ja, obwohl irgendwas war da nur für 20 Pounds, oder? Das kann man uns gönnen. This is a masterpiece. All right. They look good. So. As fast as I can. Ja, wieder. Oh, erstmal kurz winken. Ja, ja, ja. Wunderbar. Ja, sehr schön. Es ist soweit. Ich werde hineingehen. Du wartest hier draußen auf mich. Versuch nicht wegzurennen. Menschen verschwinden in letzter Zeit in dieser Gegend. Alles klar, Mr. Elliot. Ich werde hier auf Sie warten. Scharputzen, Herr Wollingen. Willkommen zurück, Mr. Elliot. Ich habe Sie bereits erwartet.
Hallo, Percival. Bitte treten Sie vor den Spiegel. Ich mag Leute, die meine Zeit nicht verschwenden. Ich werde die Tage aufbrechen. Dieses Mal verschlägt es mich an einen Ort voller gefährlicher Tiere. Ich werde mein bestes Gewehr benötigen, denn es heißt, Jäger oder Gejagter zu sein. Gefräßige, aber doch wunderbare Kreaturen, jedoch sehen sie ausgestopft über mein Kamin besser aus. Ich denke, Sie verstehen meine Beweggründe, Percival. Natürlich verstehe ich sie. Ich bin auch schon mein Leben lang ein Jäger. Jedoch mag ich keine Gewehre. Ich warte lieber, bis meine Beute auf meine Falle hineinfällt. Ich werde wie die Fliege im Spinnennetz, und dann ersteche ich das Opfer. Das hätte ich nie von Ihnen erwartet. Ich dachte, Sie wären bestimmt immer nur ein einfacher Schneider gewesen. Es ist auch eine Information, die ich normalerweise für mich selbst behalten hätte, obwohl Geheimnisse in dieser Stadt auch nicht gerade lange geheim zu bleiben scheinen. Apropos Stadt, kennen Sie jemanden in der Stadt, welcher unter dem Pseudonym Mr. J bekannt ist? Schließlich scheinen Sie viele hier zu kennen. Mein Ruf eilt mir voraus, egal wohin ich gehe. Natürlich kenne ich einige Personen, dessen Name mit J beginnt. Jedoch wäre das eine sehr lange Liste. Denken Sie nach, gibt es jemanden, der Sie nicht mag? Ich bin eine beliebte Persönlichkeit, Percival. Ihre Fragen sind beleidigend. Gibt es wirklich niemanden, der Ihnen den Tod wünschen könnte? Genug von diesem Blödsinn. Es war scheinbar ein Fehler, hierher zu kommen. Wie gehabt, gute Manieren bringen einen nicht weiter. Gott sei Dank empfinde ich sie einfach nur als nervig. Tack. Oh, das war Bockfurzen. Abgestochen und Bockfurzen verteilen, da muss man sagen. Wird spannend. Oh, der kann aber auch Bockfurzen austeilen. Ja. Mhm. Der kann auch gescheit austeilen. Dieser Typ fing wirklich an, mich zu nerven. Wir hätten hier nicht herkommen sollen. Ich hoffe, dieser Mr. J hat eine angemessene Belohnung für uns. Jetzt muss ich noch einen Platz finden, wo ich den Körper verstecken kann. Am besten einen kalten. Dies ist der kälteste Raum im Haus. Das Fleisch sollte hier gut konserviert sein. Mit der Fensterfront, bist du sicher? Ja gut, vielleicht ist nur Zeit und vielleicht oder Klick. Was tust du hier? Guten Morgen, Sir. Tut mir leid, Sie zu stören, aber wissen Sie, wo Mr. Elliot hingegangen ist? Er sagte, ich soll draußen warten. Ich bin jedoch zwischenzeitlich im Pub gewesen. Von dort strömte so ein köstlicher Geruch zu mir. Ich war hungrig. Die nette Lady im Pub gab mir einen Meat Pie. Jedoch habe ich kein Geld bei mir. Also ja, nun suche ich nach Mr. Elliot, doch ich kann ihn nicht finden. Hat er das Geschäft bereits verlassen? Ja, er hat das Geschäft bereits vor ein paar Minuten verlassen. Oh, wirklich? Hat er gesagt, wo er hingeht? Wenn ich ihn nicht finde, kann ich nicht für den Pie bezahlen. Er sagte nichts Besonderes zu mir. Mach dir keine Sorgen. Er wird schon wieder auftauchen. Wegen dem Pie, das passt schon. Der geht aufs Haus. Oh, vielen Dank, mein Herr. Sie sind so großzügig. Ich glaube, Mr. Elliot wird nicht zurückkommen. Er ist bestimmt sauer, weil ich ihm nicht gehorcht habe. Schließlich hatte er mich gekauft und kann mich jederzeit ersetzen. Zeit für dich, einen anderen Job zu finden. Ohne Geld wirst du nicht lange in dieser Stadt überleben. Nicht jeder ist so großzügig wie ich. Kann ich vielleicht hier anfangen? Ich lerne schnell. Ich werde darüber nachdenken, Kleiner. Ich werde darauf zurückkommen. Danke. Oh, Bur, du es nicht. Hildred könnte eventuell Hilfe im Pub gebrauchen. Ja, genau. Kennst du dich mit Hark aus, mein Junge? Oder Würstchen? Wolltest du schon immer eins werden? ähm. Met, Met und Würstchen. A pie or a meatball? What will be Ja, your mal eine Stopfer da den Typen. Das Typ. Ah. So.
könnten mal Upgrades anschauen. Stoppt zwar Spül, aber naja. Gehilfe für 70. Schön Gehilfe meinen, der dir hilft. Ja. Der ist, glaube ich, nur einigermaßen für den Poppes. Wir kannten den Zahackwurstler. So. I should clean this from time to time. Wie absolut brutal die den noch eine wirkt, Alter. Das ist, also, cool macht es ja schon. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ach, egal. Bei ihm ist auch alles fit. Passt schon so. Passt schon so. Der andere hängt da wirklich um. Da links hängt er. Ah, da ist er. I like this color. Ihr sollt zwar die Bude leer kaufen, ihr sollt da reinkommen. Zu freundlichen Schneiderarbeiten. Tja, sie ist brav. Sie kommt zu freundlichen Abstechern. I like this color. As fast as I can. Ja, dann auf geht's, wenn es das Fast ist, was du kennst. So. Ja, dass du herkommst. Oh ja, wir brauchen definitiv jetzt als nächstes ein zweites Ding. Ein zweites Tablett. Weil jetzt wird schon vielseitig, sagen wir mal. Es geht schon gut zu. Kannst gleich weitermachen, weil sonst schaffen wir es nicht. It's really Ja, ja, Entschuldigung, Verkehrstablett. Entschuldigung. Oh, lästig werden noch. Baking time. Du tust da her. Du tust den wegrichten. Und du gehst da auf. So, wegrichten. It's really warm. All right. Now I just wait.
Ja, wir brauchen jetzt dann echt auf alle Fälle eine zweite Auslog. As fast as I can. There's blood everywhere. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch kurz ein Upgrade. Wo ist es? In der Kneipe. Auslage. Jawohl. Genau. Mehr können wir uns eh schon wieder nicht mehr leisten. Passt. Jetzt brauchen wir dann als nächstes vielleicht einfach eine weitere Auslage. Ja, das kostet immer 25. Das war schon cool. Ja gut, schauen wir das nächste Mal. Weil es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Also, ja, und den Brief da oben, den gibt es auch nächstes Mal. Ein bisschen Cliffhanger muss allerweise sein. Also dann, ciao, ciao.